Fang nur du an, Kurt. Ich? Wieso? Fang doch du an. Wir müssen ja zuerst nur ein kleines Resümee geben. Eben, kleine Resümees sind meine, oder sagen wir, eine von meinen zahllosen Schwächen. Also gut, wenn du dich druckst. Ich druck mich ja gar nicht, aber... Klar druckst du. Alles Unangenehme muss ich wieder machen. Aber ist ja wurscht. Also, wir haben von der Familie Gaduff berichtet. Einem Ehepaar mit 4 Kindern, das in einer engen und höchst unkomfortablen Notwohnung in einer Baracke in Zürich wohnt. Die 4 Kinder, da ist also Sophie, 17, Liftgirl im Warenhaus. Und in der Freizeit trägt sie die Uniform von der Halbstarken. Röhrlihose, Pulli und eine Vogelnestfrisur und heisst Sophia wie die Lorraine. Du musst noch sagen... Lass mich jetzt. Der älteste Bub ist 14, schon einmal hocken geblieben und in der letzten Sendung ist rausgekommen, dass er wieder einmal eine Klasse nachholen muss, nämlich die 6, nachdem die stolzen Eltern immer von ihm gehört haben, er sei der Beste der Klasse. Er ist es auch. Im Turnen. Der heisst Sepp. Vergiss den nicht. Warte jetzt doch. Der zweitälteste Bub, der Kari, ist ein richtiger Galgenstrick und macht das ganze Quartier durcheinander. Wegen seinen Streich hat es einen riesen Krach gegeben zwischen der Familie Gaduff und den Notwohnungsnachbarn Rüdi Süli und Benziger. Es ist zu Tätlichkeiten gekommen. Der Rüdi Süli hat von Herrn Gaduff einen Box auf die Nase bekommen, weil er ihm vorgeworfen hat, er sei vor 2 Jahren 3 Monate an der Riviera, also zu Regensdorf, gesessen. Prompt haben natürlich beide einander mit dem Gericht gedroht. Wobei also zu sagen ist, dass er sich bei dieser ganzen Angelegenheit... doch auch. Noch ein 11-monatiges Bübli gehört zu dieser Wunderfamilie, die bei den Barackennachbarn als eigentliche Schreckensmieter bekannt ist. Die einzigen Umgangsformen, die mit ihnen bis jetzt möglich sind erstens der Streit und zweitens der Krach. Aber du musst deutlich sagen, dass man das nicht etwa... Jetzt lass mich doch einmal ausreden. Die Frau Gaduff hat ein paar übernommen. Ich möchte sie nicht alle aufzählen. Es sind auch allerlei Gerüchte über sie im Umlauf. Zum Beispiel, dass der Milchmann-Bieren ein bisschen zu viel... Ja, aber also sie hat geschworen, er hat ihr nur die Wasserleitung repariert. Ja, aber auf jeden Fall ist der Balz Gaduff masslos wütig geworden, als er das erfahren hat. Und hat zu seinem üblichen Maß Alkohol vom Morgen, ein Übermaß von Alkohol am Nachmittag zu sich genommen. Er ist nicht in die Fabrik und hat am Abend dann erstens den moralisch und zweitens Heimweh bekommen nach dem Dörfli, wo er her ist. Ein kleines Dörfli im Bündnerland oben. Sein grösstes Unglück in der Stadt ist sein Arbeitsweg. Es sind an diesem Weg leider 23 Beizen. Ohne die alkoholfreien natürlich. Also alles in allem eine höchst unerfreuliche Atmosphäre. Wobei also zu sagen ist, dass... Im Moment, ich bin noch nicht fertig. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass sich unsere Sendung im Großen und Ganzen auf eine tatsächliche Begebenheit stützt. So, und was hast jetzt du noch sagen? Ja, ich kann nur sagen, dass sich unsere Sendefolge auf eine tatsächliche Begebenheit stützt. Aber das habe ich ja jetzt gerade gesagt. Ja, aber eben, das wollte ich sagen. Ist doch wurscht, wer das sagt. Hauptsache ist, dass es stimmt. Ja, also gut. Die Mutter hat die letzten Ersparnisse von der Sophia aus dem Kessel genommen. Sophia ist ab in die Stadt und ja, da könnte man ja jetzt eigentlich am anderen Morgen weiterfahren. Komm, nimm doch wenigstens eine Tasse Kaffee. Mag nicht, mir ist es ja so blöd im Magen. Aber nicht, dass du dich wieder mit ein paar Grünen in die Form klopfen willst, jetzt wo du dich vorstellen. Ach, sag doch still, ich weiss doch, was ich jetzt machen. Stell das Radio ein. Fang jetzt nicht schon morgen früh an, gell? Und Sophie, die Fußdauer macht jeden Tag länger. Sophie! Sophie! Sophie, höchste Zeit! Sophie! Was ist denn wieder mit dem Mädchen? Oh Gott, das ist doch nicht möglich. Bald kommen wir mal schauen. Was ist denn schon wieder? Jetzt ist die ganze Nacht nicht daheim. Das Bett ist gemacht wie gestern. Mit 17? Merci. Die schlauen jetzt einmal blau, dass sie aussieht wie ein Regenbogen. Ich bin schuld, wenn ich an eine geklopft habe. Sie war aber auch so frech. Und weil ich ihr Kästchen haben müssen plündern. Wo geht denn die Ahnen sie ohne herab? Also, etwa mal fragst du denn schon verrückt gescheite Sachen. Das wird ihr doch nicht passiert sein. Sie hat gesagt, sie wüsste schon, wo man Geld aufrissen kann. Es wird mir ganz unheimlich. Schau da hat es einen lauter Fleck am Sonntag gestoben. So kann ich mir doch nicht vorstellen. Komm, geh Bahn, ich putze schnell raus. Hättest du auch schon lange Zeit gehabt, der Job ist schon seit einer Woche. Jawohl! Der Kriminalpolizei der Stadt Zürich durchzugeben. Gestern Nacht um 22 Uhr verübten 3 jugendliche Täter einen Überfall auf eine Kinokasse in Altstetten. Es gelang ihnen, unerkannt mit einer beträchtlichen Beute zu entkommen. Das Signalement, das die Kassiererin angab, lautet: 2 junge Burschen im Alter von 19 bis 22 Jahren. Beide dunkle Haare. Der eine trug einen grauen Flanellanzug, der andere eine hellbraun glänzende Lederjacke. Die beiden waren in Begleitung eines Mädchens im üblichen sogenannten Halbstachen-Tenue. Blue Jeans, Pullover, hohe Frisur.
Die Täter entkamen mit einem bereitgestellten Cabriolet. Um Himmels Willen, Sophie. Wieso, Sophie? Hast du das nicht gehört? Röhrlihose, eine hohe Frisur. Habe ich immer gesagt, du sollst dafür sorgen, dass sich das Mädchen anständig anlegt? Ist das Einzige, was du kannst sagen? Und nun laden wir Sie ein zu fröhlicher Morgenmusik. Fröhliche Morgenmusik. Stell den Kasten ab. Ja, so. Du meinst... Aha. Jetzt komme ich nach. Du meinst... Was hat er gesagt? Ein Überfall auf eine Kinokasse? Das ist doch nicht möglich. Aber das passt doch tupfengenau auf die Sophie. Und dass sie nicht heimgekommen ist. Jetzt haben wir's. Wenn das stimmt. Wenn das stimmt. Und ich bin die schuld, die Ohrfeige. Das bringt mich ins Grab. Ach, tu jetzt auch nicht so. Erstens ist es ja noch gar nicht sicher. Und schließlich ist es ja noch gar nicht gesagt, dass sie sich schnappen, oder? Die Polizei verwünscht noch lange nicht alle. So tief wie es sind sie dann auch wieder nicht. Schwatz doch jetzt auch nicht so dumm. Das haben wir jetzt davon. Und das kommt nur davon, weil du dich nie richtig um das Mädchen gekümmert hast. Ich? Wieso ich? Wieso soll denn ausgerechnet ich mich bekümmern? Sie ist doch schließlich deine Tochter, nicht? Meine Tochter. Das hat sie auf jeden Fall nicht von mir. So? Von wem denn? Etwa von mir? Guten Morgen. Sophie. Ich möchte gerade zum Voraus sagen, dass ich keine Zeit habe für lange Erklärungen. Ich muss mit dem Schuss umziehen und dann ins Geschäft. Sophie, wo bist du denn? Sorry, no time. Die Lady will jetzt nicht reden. Ich habe noch 3 Minuten und dann muss ich beim Bus sein. Wo bist du die ganze Nacht gewesen? Wo sie die zum Reden bringen? Mit was? Mit der Kriminalpolizei. Was hast du gesagt? Hast du jetzt meine ganz gut verstanden? Was? Kriminalpolizei? Es ist am Radio gerade gesagt worden. Das ist doch gar nicht möglich. Was ist nicht möglich? Komm, red jetzt. Ich meine, Polente kann doch gar nicht... Was kann sie nicht? Eben? Was ist denn im Radio? Was haben sie denn gesagt? Bist du gestern zu oben in Altstädte gewesen? Zahlstätte? Ich? Wieso? Was soll ich Zahlstätte? Sophie, los einmal, es ist doch viel gescheiter, du sagst uns die Wahrheit. Was für ein Wort? Bist du in einem Kino gewesen, in Altstädte? Warum soll ich Zahlstätten im Kino? Es hat doch zu Zürich genug. Jetzt haben sie gerade am Radio gesagt, du musst jetzt nicht verrückt werden, wenn Was es soll nicht denn wahr das ist. alles? Altstädte, Kino, Polizei. Sie haben gesagt, ein Überfall auf eine Altstädter Kinokasse. Ich soll einen Überfall auf eine Kinokasse? Bin doch nicht verrückt. Weil du mir mein Kinogeld gemauset hast, meinen ihr, ich mache gerade einen Überfall auf die Kasse? Das ist doch mehr als der Gipfel. Das ist ja direkt der Monte verrückt. Es hat geheißen, sie gar nicht dabei gewesen mit Röhrlihose und einer solchen Frisur wie du. Ah, und ich bin offensichtlich die einzige solche auf der Welt. Ihr spinnen ja. Und überhaupt ist das eine Frechheit. Nur langsam. Wo bist denn du die ganze Nacht gesteckt? Und wer hat dir erlaubt, fortzubleiben? Müssen schon erlauben, dass ich mir erlaube, nicht um Erlaubnis zu fragen. J'avais mes raisons. Hä? Das ist Französisch und heisst, die Dame hatte wohl ihre Gründe. Musst jetzt gar nicht meinen, weil Französisch können, dürfst den Eltern so vorbeikommen. Wir haben das Recht zu wissen, wo du heute Nacht gewesen bist. Hat euch bis jetzt ja auch nicht interessiert. Woher die ungewohnte Neugier? Du, ich klopf dir jetzt denn gerade eine. Bitte? Soll ja zu einem lieben Brauch werden. Ich möchte jetzt gerne wissen, wo du heute Nacht gewesen bist. Raus mit der Sprache. Sonst rauscht's denn Mir wirklich. doch wurscht. Soll's doch rauschen. Hat ja gestern schon geklopft. Das Geld wird dann geklaut. Der Vater hat seinen täglichen Schmettler. Man wird abgeschlagen. Und dann wundern ihr euch noch, dass man verschwindet. Wundern ihr euch lieber, dass ich wieder zurückkomme. Einmal sicher nicht, weil es mir euer trautes Heim zurückgezogen hat. Ach, jetzt hat sie doch gleich geweckt. Wo bist du denn Nacht gewesen? Ich ziehe mich jetzt um. Das ist doch mir gleich. Blut kann man auch reden. Lass sie doch jetzt. Wo wird sie denn gesehen? Sie bei einer Freundin. Sie hat ja vor 2 Monaten auch einmal bei der Dings da, oder wie heisst sie denn? Ich glaub Berti. Ich hätte mich gar nicht so unkogenmässig wundern, wenn die Freundin Bert heissen täte. Eine Freundin namens Albert, jawohl. So, jetzt kommt sofort raus. Hast du gehört? Sei doch jetzt still, wenn die doch die Leute hören. Lass doch jetzt das Mädchen in Ruhe. In der Ruhe. Mama, der Kalle will mir einfach die Schubballen. So, seid jetzt ruhig da draussen. In Ruhe, du. Still sein. Gut. Ich bin still. Gut. Wenn man meint, ein Haus nicht mehr zu sagen hat, bitte. Ist mir ja wurscht. Auf jeden Fall weiss ich jetzt, wo ich hingehe. Balz! Adieu. Was hat der Papa? Ach, nichts. Ich bin ein bisschen nervös. Könnt jetzt ein bisschen voraus, es geht jetzt den ganzen Morgen. Aber der Kai muss mir jetzt doch einmal... Hör doch einmal auf, wenn ich doch im Training bin. So, jetzt könnt doch raus, habe ich gesagt. Ja, wir gehen ja schon. Sophie. Ja. Los jetzt.
Mir kannst du es doch sagen. Ich mache mir doch wirklich Sorgen um dich. Man merkt's. Sophie, du weißt ganz genau, wer leid mir tut wegen gestern zu oben. Die Reue. Spät kommt sie, doch sie kommt. Wenn du doch noch endlich aufhören mit diesen ewigen Sprüchen und Gifteleien. Denk doch auch einmal ein bisschen an uns. An mich. Meinst du, mir ist es nicht auch manchmal zum Heulen? In dieser elenden Baracken rein. Das Geld lenkt nie. Und der Vater, jetzt hat er wieder die Stelle verloren. Und die ewige Sauferei. Voll recht, Mami. Schwamm drüber. Jetzt hör doch auf heulen. Du sag mir jetzt ehrlich. Du hast mir doch nicht etwa eine Dummheit gemacht hat die Nacht. Hm? Wo bist du, Sophie? Wo werde ich gewesen sein? Bei einer Freundin? Bei welcher? Bei der Berti? Ja, bei der Berti. Darf ich sie fragen? Fragen? Wenn du so kein Vertrauen hast zu mir. Schon gut, ich glaub das. Lass mir das. Du, aber das machst du mir nie mehr. Hm? Ohne dass du mir's vorher sagst. Gell, versprichst du mir's? Soll gelten, wenn es in meiner Macht steht. Ja, aber jetzt adieu. Komm, sowieso schon zu spät. Ciao, Sophie. Ah, endlich. Hast du schon gemeint, kommst du überhaupt nicht mehr? Der Tram ist so lange nicht gekommen. Was? Schon bald 8 Uhr. Du, ich komme jetzt spät in den Laden. Also komm, steig ein. So. Jesus, du, der Wagen. Den musst du dann wieder anstellen. Wieso? Weil sonst geschnappt wirst du Lappi. Ja so, ja, wird sofort besorgt. Wenn uns jemand verwünscht. Wieso hast du jetzt auf einmal den Bammel? Haben doch alle gesagt, bei dir könnte es nicht heiß genug zugehen. Wer alle? Mein Informationsbüro holt das Wesen. Ich habe so ein bisschen umgefragt in der Puma-Bar und wo man dich sonst so sieht. Ha, bei diesen lahmen Socken. Aber also du treibst es dann schon ein bisschen dick. So? Imponiert es dir etwa nicht? Ich meine halt, gestern habe ich es auch glatt gefunden. Die anderen reden immer nur davon. Du bist der Erste, der Mut hatte. Merci fürs Kompliment. Ja, aber heute Morgen habe ich einen höllischen Schreck gekriegt, wo meine Eltern gesagt haben, die Polizei suche so eine wie mich. Polizei? Ja, es war ein Überfall auf eine Kinokasse in Altstätten. Weil ich die ganze Nacht nicht heimgekommen bin, haben sie gemeint, sag mal, warum hast du mich auch nicht heimgebracht um 12 Uhr? In dem Schwips, den du hast, hätte ich dich auf meinen Arm zu deinen Eltern tragen und sagen, da haben sie ihre brave Tochter. Sie ist nicht tot, sie hat nur Höhe. Verträgt halt den Whisky nicht. Hast doch nur 3 Gläschen getrunken. Trink halt sonst immer nur Blöterli Wasser. Ja, aber wegen 3 Glas und dann die ganze Nacht schnarchen. Ich schnarche nicht. Pausenlos, aber sehr hübsch, sehr melodisch. Wann sind denn die anderen ab? So um 1:30. Wir haben noch ganz schön gefestet. Aber du lagst selig in Morpheus Armen. In wem seinen Ehren? Morpheus ist der Gott des Schlafs. In dem seinen Ehrmann. Leider nicht in meinen. So, da wären wir. Also, ciao. Es ist erst 5 vor. Meinst du sicher, es käme nicht aus? Was? Ja, dass wir da einfach in die Villa eingestiegen sind und den Reiskasten geplündert haben und den Whisky und das Anordnung haben wir bestimmt auch gemacht. Alles bestens aufgeräumt. Im Spurentilgen bin ich führend. Ja, aber es ist doch eigentlich durchs Kellerfenster einsteigen, das ist doch ein ganz gewöhnlicher Einbruch. Gestern hast du es noch glatt gefunden. Ja, aber nur weil alle anderen Schiss hatten. Und denen hast du imponieren, siehst du? Genau wie ich dir. Wieso du mir? Wieso, Wenn weisst die Leute heimkommen und das der Polizei melden. Echt blöd, die merken das doch nicht. Meinst du, die wissen, was die alles im Kühlschrank haben? Oder wie viele volle Gutter in der Bar stehen? Außerdem kommen sie erst in 2 Wochen heim. Woher weißt du das so genau? Mein Informationsbüro. Und du, hast du bestimmt nicht mitlaufen lassen? Er hätte den Kühlschrank mitnehmen zum Verkitschen. Ach, blöd. Du weißt schon, was ich meine. Also, ich habe einfach Schiss. Wieso sagst du mir überhaupt du? Oh, pardon, ich habe nur gemeint, weil du mir du sagst. Ich? Haha. Seit wann sag ich dir du? Seit heute Morgen. So, komisch. Du, wie ist es mit heute Abend? Wenn wir wieder irgendeine Sache drehen? Heute Abend drehe ich mich. Aber im Bett und dann Pfusi.
Vorher muss ich wieder mal einen Familientürk exerzieren. Sonst sind denn die noch ganz muck. Familientürk. So, was ist denn da? Kommt denn da niemand? Bedienung bitte. Augenblick, wegen am Holzen. Da kann man sich ja eine Arterienverkalkung abwarten. Oh, langsam. Ihnen pressiert's meine. Geben Sie mir einen Fernet. Einen doppelten. Magenbrennen, wissen Sie. Ja, man. Zahlen tun ist dem Ohren. Haben das Geld daheim vergessen. So vergessen. Das ist jetzt schon noch blöd. Sonntagsgewändli, hä? Haben Sie Geburtstag? Nein, Magenweh. Und ich muss mir das Wogen vorstellen. Beim Zellweger suchen die Leute. Ja, sind Sie nicht mehr bei Landolt und Company? Lassen Sie mich mit dieser blöden Bude in Ruhe. Ah, Sie sind dort gegangen worden. Nein, ich bin dort gegangen. Ja, und jetzt können Sie sich an einer neuen Stelle vorstellen. Nein, jetzt will ich Fernet. Augenblick. So. Da. Soll das eine Anspielung sein? Was? Sie wissen schon, was ich meine. Die Geschichte hier mit dem Milchmann. Haben Sie Krach mit dem Milchmann? Warum stellen Sie mir da das Glas Milch her? Weil ich Sie anfangs kenne, Herr Kaduff. Sie nehmen den Fernet und dann noch einen halben Most zum Abspülen. Und dann kommen Sie bei der Zellweger AG an mit einer Fahne, dass wir meinen, Sie hätten den 1. August. Und außerdem ist Milch bei uns das Einzige, was es auf Kredit gibt. Von heute an. Also das ist denn doch... Sind Sie doch vernünftig, Herr Kaduff. Jetzt haben Sie doch das Glück, dass Sie kein Geld bei sich haben. Also nichts wie los und ab zum Zellweger. So kommen Sie dort nüchtern an. So wie Sie jetzt sind, haben Sie bestimmte Chancen. Ich habe halt das Sauwut. Merci. Dem sagen ihr Milch. Bei uns in Graubünden sagt man dem halb und halb. Ja, Sie haben sicher nur vergessen, was Milch für einen Geschmack hat. Leider. Also dann halt kein Fernet. Das ist vielleicht besser. Ich zahle die Milch dem Ohren. Nicht nötig, ist offeriert. Maison. So. Na, danke. Ach, wegen den 30 Rappen. Nicht wegen der Milch, wegen dem anderen. Wegen meinem Rot. Ja. Aber ein kleiner Fernet, um die Milch anzuspülen. Die ist ja schon drin, oder? Gut, dann halt nicht. Und viel Glück beim Zellweger. Ja, Personalbüro Zellweger AG? Ja, ist recht, ja. Nur einen Augenblick, Herr Gaduff. Gaduff? Ja. Ja, wie ist Ihr Name? Gaduff? Ja, Moment. Aha, ja. Ja. Ja, lassen Sie. Sagen wir mal. Ja, morgen 3:15. Passt Ihnen das? Also. Wie ist jetzt Ihr Name gewesen? Niefenegger. Gut. Also dann bis morgen. Prima. Wieder schauen, Herr Niefenegger. Also, Herr Gaduff, wo sind wir stehen geblieben? Aha, ja. Ja, und dann sind Sie in die Stadt gekommen und haben schon an verschiedenen Stellen gearbeitet. Immer als Handlanger. Ja, also meistens. Aber wenn man mich anlernen täte an einer Maschine, habe ich auch schon beim Drehen geholfen. So, nicht schlecht. Dreher kann man brauchen. Wenn Sie kein Ungeschickter sind, würde man Sie vielleicht... Sie müssten sich natürlich für eine längere Zeit verpflichten. Dann würde man Sie eventuell anlehren. Wo haben Sie zuletzt gearbeitet? Bei Landolt und Company. So, beim Landolt. Warum sind Sie dort fort? Ja, haben halt keine Entwicklungsmöglichkeiten gehabt, ne? Und der Lohn... Ja, also am Anfang würden Sie bei uns auch nicht mehr verdienen, Gott mal. Hm? Aber heißt er jetzt nicht Kronauer, der Personalchef beim Landolt? Ja, glaub schon. Warum? Wissen Sie was? Ich lüte dem Kronauer schnell an. Der wird mir doch sicher wohl eine kleine Auskunft geben über Sie. Ja, Ja, Sie wartet am besten draußen im Vorzimmer, ja? aber ich meine, ich könnte Ihnen doch auch... Es geht nur einen kleinen Augenblick. Geben Sie mir bitte den Herr Kronauer bei Landolt und Co. Ja, von der Personalabteilung. Ja, ich warte. Also dann, in dem Fall, bis nachher. Herr Doktor? Ja.
Jawohl. Ja, könnte ich bitte mit dem Herrn Kronauer reden? Aha, Sie sind selber. Ach, wie ist es so geht. Was soll ich Ihnen erzählen? Sie haben ja die gleiche Sorge. Eben, ja. Hängt einem zum Hals raus die Konjunktur. Ja, man muss jetzt dann bald selber das Überquäntli anziehen und an die Maschine stehen. Eben, ja. Ja, auch bei uns. Ja, die reinste sizilianische Kolonie sind wir allmählich. Ja, Sie, aber ohne deutsche Farniente. Leider, ja. Ja, warum ich anlüte? Bei Ihnen hat doch ein Gadov Balz geschafft. Gadov, ein Bündner. Ja, bitte. Jawohl, das ist er. Ja, das ist seine Adresse, so eine Notwohnung. Der hat doch bei Ihnen gekündigt und jetzt hätte ich gerne ein bisschen eine Auskunft. Was? Nicht gekündigt? Ja, aber... Ja, einfach nicht mehr gekommen gestern Nachmittag. So. Komisch. Ja, dann hätte er aber offensichtlich die Absicht... Was? Aber... Kein Räter von Herrn Kronauer. Das wäre jetzt blöd, wenn man einander gegenseitig würde die Leute wegschnappen. Nein, in dem Fall bestimmt nicht, Herr Kronauer. Ich habe ja den Namen Gadov bereits wieder vergessen. Ja klar, wir sind auch immer froh, wenn wir Schweizerdeutsch reden bei uns. Wissen Sie, mein Italienisch beschränkt sich hauptsächlich auf die Speisgabe. So, eine gute Kraft. Wie? Sauft manchmal ein bisschen. Oha. So, na, wer ist schon immer pünktlich, ja. Also, dann gratuliere ich Ihnen zu Ihrem Original von Gadov. So, Sie wollen ihm helfen mit dem Lohn. Ja, da wird er sicher wieder kommen. Wie gesagt, der Gadov ist für mich gestorben. Also, nichts für ungut. Wiedersehen, Herr Kronauer. Herr Fräulein Bärlocher, schicken Sie bitte den Herrn Gadov wieder rein. Was? Fort? Wieso? Ach, dummes Zeug. Ich habe mir ja nur gesagt, er soll draussen warten. Kommen Sie schnell rein. Was fällt denn dem Bündner Grind ein? Herr Doktor? Der ist einfach fort. Ja, ich habe gemeint, Sie seien fertig mit ihm. Er hat Adi gesagt und ist gegangen. Ein bisschen wütig hat er ausgesehen. Gespässig. Hätte Angst gehabt, weil Ihre Informationen? Aber die sind doch gut gewesen. Schreiben Sie dem einen Brief. Da haben Sie seine Adresse. Das übliche Stellenangebot. Sagen Sie mir, Sie geht bereit, ihm, also 10% mehr Lohn zu geben, als er beim Landrat hat. Und wir würden uns freuen, wenn er noch so Betrieb etc. pp. Und so weiter und so. Sie wissen ja schon. Nicht? Muss aber heute noch weg, gell Sie? Jawohl, Herr Doktor. Express? Ja, am besten. Und er soll es vorläufig vertraulich behandeln. Es wäre mir lieber, der Kronauer wüsste nichts von meinem Angebot, gell Sie? Du, Kurt, hör mal. Was? Ja, wir müssen schnell unterbrechen, es sind da Reklamationen gekommen. Wieso? Ja, es wird in dem Stück ein bisschen zu viel getrunken. Ja, aber Schampi, da können doch wir nichts dafür. Die sollen doch einmal den Gadov anschauen. Der gute Mann sauft ja tatsächlich und das gibt's, scheint's. Außerdem kann sich ja noch viel ändern bei dem. Ja, hoffen wir das Beste. Wir haben ihnen ja schließlich ein Happy End versprochen. Und wegen noch etwas haben sie reklamiert. So? Ja, weisst, wegen dem halbstarken Problem, das sagen wir jetzt doch allmählich genug drauf herumgelitten. Ja, das hat etwas. Aber du, also ich weiss nicht, ob das überhaupt das halbstarke Problem sei. Das ist doch noch alles sehr undurchsichtig, oder? Ich weiss nicht, also dem Fred, dem glaube ich noch lange noch nicht alles. Schon, aber... Warten wir es doch einmal ab, wie sich das entwickelt, hä? Gut. Fahren wir doch jetzt am Abend weiter, bis grad aufs Zuhause. Balzli, kriegst du jetzt noch gerade etwas zu essen? Schon sexy. Versteckt drauf. Versteckt drauf. Mama, der Herr Biedermann hat gesagt, einen schönen Gruß von ihm und es gäbe jetzt kein Servela mehr. Was, kein Servela? Warum hast du nichts anderes genommen? Es gäbe eben überhaupt nichts mehr, bevor wir nicht alles andere gezahlt haben. So. Kann man halt nichts machen. Ja, nun, dann probierst du es halt noch beim Breitenmoser. Dort haben sie ja auch Servela. Sind wir dort nicht schuldig? Sagst du, wir können morgen sicher zahlen. Wo ist der Sepp? Weiss nicht. Also, dann gang jetzt. Zum Reitenmoos? Mhm.
Also gut. Au! Kannst du nicht aufpassen? Pass doch selber auf. Dampft mir der auf meine neuen Schuhe. Wieso bist denn du schon da? Warum? Störe ich? Hey, nein, aber so früh bist du doch noch nie Ich heim. kann halt schon um 1:30 ausgehen. Aber bitte, ich kann ja wieder gehen. Kommt man nicht heim, ist nicht recht. Kommt man heim, ist auch nicht recht. Soll einer rauskommen. Man wird doch noch fragen. Du, Sophie, ich habe so Angst. Wieso Angst? Also, wenn du wieder anfängst mit dem Polizeikabis... Nein, nicht wegen dich. Aber der Papa ist den ganzen Tag nicht heimgekommen. Und? Ich denke nicht das erste Mal. Hey, nein, aber... Der hat sich doch am Morgen vorstellen am neuen Arbeitsplatz. Er ist ja schon zum Mittagessen nicht heimgekommen. Ich war in allen Wirtschaften fragen. Und ist er in keiner? Mhm. Ja, also in allen Beizen von Zürich hast du nicht gut anschauen. Du, wenn der wieder auf dem Posten landet, wie auch schon. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Aber Mama, er ist mal noch immer wieder heimgekommen. Ja, schon, aber wie? Noch hat er auch noch das einzig gut Gewand an. Wenn man das wieder ausgesehen wird. Ist er mit dem Velo? Nein. Also wenn ihm wirklich etwas passiert wäre, hätten wir ja schon lange berichtet. Balz! Wo bist denn du den ganzen Tag gewesen? Ach. Bist du beim Zahlwagen gewesen? Mhm. Ist nicht. Mhm. Was ist denn mit dir? Du bist ja nicht einmal hoch. Bist du krank? Ach. Soll ich dir einen Tee machen? Mhm. Warum bist du denn den ganzen Tag nicht heimgekommen? Ich hatte so Angst. Ist einfach gespässig. Immer kommt bei uns irgendjemand nicht heim. Bleib du ganz still, gell, Sus? Ja, wir wollen doch einfach noch einen Spass machen. Mir ist gar nicht drum. Mir ist gar nicht ums Gespassen. Nein, gar nicht. Ach. Um Himmels Willen. Ich bin den ganzen Tag rumgelaufen. Am See bin ich gesehen und an der Limmatune. Bei diesem Nebel. Nebel. Wenn es nur das wäre. Es geht einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Fertig, Schluss. Da schaut man zu, wie es zur Arbeit gehen. Und dann die schönen grossen Häuser. Blumen vor den Fenstern. Und die Kinder in den Gärten spielen. Und selber ist man einfach abgemolden. Vergessen. Tritt in den Händen. Da, schau, woher du mit deinen Gaufen gehst. So musst du jetzt auch nicht reden. Wir müssen fort von hier. Wir müssen wieder heim. Ins Dorf. Ich gehe als Knecht oder so etwas und du musst halt die Gottsnamen wieder servieren. Ach, und die Kinder? Das Kind. Ja, eben. Das Kind. Der sollte doch einmal aufhören zu heulen. Jesus, wer kommt denn da schon? Jesus, den Brief tragen. Ich habe 2 Express für Kartoffelbalz. Stimmt doch, hä? Was? 2 Express? Da ist doch Kartoffel, oder? Ja. Also, da bitte. Wiedersehen. 2 Express für dich. Was jetzt erst das wieder Schlimmes? Zeig. Der eine vom Zellweger und der andere von der Landolt AG. Dann pressiert's meine mit schlechten Nachrichten. Die musst du gar nicht aufmachen, die kannst du vorgehen. Zeig mal. Sehr geehrte erfahren haben Sie sich bei Landolt und Co. um eine Stellung beworben, nachdem Sie heute ohne Entschuldigung unserem Betrieb ferngeblieben sind. Wir würden es trotz Ihrer zeitweiligen Disziplinlosigkeit bedauern, Ihre Arbeitskraft zu verlieren. Wir sind auch bereit, Sie in eine etwas höhere Tarifklasse einzuordnen, wenn auch Sie Ihrerseits bereit wären, Ihre etwas allzu häufigen Verspätungen... Was? Mehr Lohn wollen's da geben? Das. Zeig mal. Was schreibt der andere? Informationen günstig ausgefallen sind, wären wir bereit, Ihnen 10% mehr Lohn zu offerieren, als Sie an Ihrem früheren Arbeitsplatz bezogen haben. Sie können die Stellung bei uns sofort antreten, jedoch bitten wir Sie, unser Angebot der Firma Landolt & Co. gegenüber vertraulich zu behandeln. Spinne ich oder spinne ich nicht? Hast du meine gesponnen? Sehen ihr jetzt? Siehst du jetzt? Er wird halt doch geschätzt, der Geduff. Man ist halt jemand. Hast du immer gesagt. Nur daheim wird man wie ein Lumpen behandelt, wo man zu nichts brauchen kann. Aber da haben wir es jetzt.
So, und jetzt wird gefeiert. Hat's noch Most? Mich verjagt fast vor Durst und Kohldampf. Du Mama, beim Reitermoser gehen sie auch kein Servola. Es gibt nur ein Auto. Was? Ja, er hat gesagt, das Auto können wir kaufen ohne Geld. Aber ein Servola nicht, hat er gesagt. Wieso kaufen wir eigentlich kein Auto? Ja, und jetzt hast du gar nichts gebracht. Ja, nun, noch gibt's halt heute Kaffee und Möcke. Kaffee und Möcke. Hat man noch mal einen Grund zum Feiern, dann stellen sie einen Kaffee und Möcke her. Ist das es tun? Wenn ich doch kein Geld Ich habe ja zahlt. Da, der Kari soll ein bisschen Aufschnitt holen. Du gehst auf einmal, ohne dass man dich darum betteln muss. Und ein Kutter Wein? Nein, 2 Kutter. Und heute Abend hocken wir wieder einmal zusammen und machen einen Jass. Den Sepp kann ich schon ganz gut schieben. Was? Du willst daheim bleiben? Sind ihr alle verrückt worden? Mama, der Rüdi Süli. Was ist denn schon wieder? Er will mich abschlagen. Der Rüdi Süli, wieso? Ja, die Schubellen ist halt und da ist das Fenster von seiner Küche kaputt gegangen, weil es zu war. Das Fenster hast du ihm hingemacht. Geschieht am Recht. Ja, und dann hat er gesagt, man merke, dass mein Vater an der Riviera... Hä? Was hat er gesagt? So, also die Fensterscheibe, zahlen Sie jetzt, und zwar sofort. Der Rüdi Süli persönlich. Was haben Sie zu meinem Bub gesagt von der Riviera? Ja, nicht, dass wir's alle auch wissen. Ja, weil Sie so Blödsinn im Zeug umeinander schnurren. Aber das genügt mir jetzt. Hat Ihnen der Denkzettel von gestern noch nicht gelangt? Soll ich Ihnen noch eine... Das ist Betrug. Ich gehe vor Gericht, aber das mal endgültig. Gut, machen Sie das. Aber vorher kriegen Sie noch eins aufs Gedächtnis, dass es rund. Sei mich denn gut sicher! Wenn Sie mich erst loslassen! So, komm, heben wir mal den Kugelschreiber. Papa, jetzt hör doch auf! Wir haben dich wollen jassen! Ja, einfach! Ich mal die Janter! Entschuldigen Sie, wo ist die Verhandlung Rüdi Süli kontra Kaduffbalz? Ist eine Schlägerei und Verleumdung oder irgend so etwas? Rüdi Süli haben Sie gesagt? Ja. Moment. Ja. Türen 11, gerade um die Ecke rum. Ich glaube, es hat schon angefangen. Ist doch öffentlich, oder? Ja, klar, gehen Sie noch rein. Also, da sind wir noch nicht gespannt. Merci. Ja, bitte. Da ist es. Der Herr Kurz. Aha, der Herr Gerwig. Kommen Sie gerade von der Kartoffelhandlung? Ja, allerdings. Darf ich vorstellen, das ist der Herr Frühe, der Herr Kurz, Gerichtsberichterstatter. Freut mich. Ist es spannend? Was? Ja, der Fall da rein. Ja so, ja, da haben wir dann einen eingebrockt. Verpasst wegen dem Kabissen Einschleichdiebstahl, dreht sich Prellereien und ein Primafall von einer regelrechten Heiratsschwindlerin. Nur weil es geheißen hat, Körperverletzung. Und jetzt ist das ein Box auf die Nase und so nichts. Ich sage Ihnen, es gibt nicht einmal mehr richtige Schlägerei. Es ist zum Heulen, zum Heulen. Wenn Sie darüber schreiben? Ja, ums Himmels Willen, da würde mir die ganze Redaktion auslachen. Für so eine Bagatelle würde mir nicht mal ein Titel einfallen. Ein Krach im Barackendorf etwa. Eine Explosion in der Notwohnung. Da müssen mindestens einen Schwerverletzten an. Harte Fäuste aus Graubünden. Das ging am Ende noch, aber unser Lokalredakteur ist ein Bündner. Der würde mir das glatt streichen. Sie hätten einen Titel. Ein Dach über dem Kopf. Wieso? Nur so. Ein Dach über dem Kopf. Nein. Ich schaue, dass ich noch zu meiner Heiratsschwindlerin komme. In der Not haben das die Leute immer noch am liebsten. Also, muss pressieren. Adieu miteinander. Adieu. Wieder schauen. Also gehen wir rein. Ach was. Das ist gut für einen Arbeiter. Der ist noch nie länger als 2 Monate. Jawohl, beim Landwirt ist er geflogen. Das ist nicht wahr. Herr Kaduff, reden Sie, wenn Sie gefragt werden, bitte. Wenn es aber nicht wahr ist. Beim Landwirt bin ich selber gegangen. Oh, Ruhe jetzt! Also, Herr Rüdi Süli. Wie gesagt, den können Sie doch nie brauchen. Ein Vagant ist das, sage ich Ihnen. Herr Rüdi Süli, was hat das mit Ihrer konkreten Anklage zu tun? Wieso? Ich lasse Sie jetzt da schon die längste Zeit über den Kaduffbalz losziehen. Können Sie sich etwa vorstellen, warum? Das... Ich denke, das Gericht wird halt alles wissen. Ja, das Gericht eventuell schon, aber wenn Sie mit allen Leuten so über Ihre Nachbarn reden und ihm solche Sachen sogar direkt ins Gesicht sagen, also ich weiss es nicht, ich muss schon sagen, ich habe das Gefühl, Sie seien auch nicht immer gerade vorsichtig in der Wahl von Ihren Worten. Ach, was muss gesagt sein, das muss eben raus. Soll einen aufs Maul hocken, wenn er so ein Hund war? Also das würde mir nicht gefallen, gell? Hören Sie noch, Herr Kaduff. Hund war, haben Sie gesagt. Jawohl, und das stimmt. Die ganze Familie ist ein Pack. Fragen Sie doch mal ein bisschen um, von seiner Frau angefangen. Wochenlang war jeden Morgen eine halbe Stunde bei ihr. Ja, der Milchmann, der Hirte. Keinen Namen bitte. Können Sie am Ende noch reuen. Wieso? Was wahr ist, ist wahr. Aber das ist nicht wahr. So, Ruhe jetzt. Herr Rüdi Süli, ich habe Sie schon viel zu lange reden lassen. Auf jeden Fall ist mir klar geworden, dass der Kaduffbalz sicher die Wahrheit gesagt hat, wenn er behauptet, er sei von Ihnen in einem unerträglichen Maß provoziert worden. Jetzt hast du den Dreck. So, Ruhe! Ich würde dem Angeklagten empfehlen, nicht zu früh zu jubeln. Herr Kaduff, der Herr Rüdi Süli, hat also öffentlich erklärt, Sie seien schon einmal, wie hat er sich da ausgedrückt,
an der Riviera zu Regensdorf. Jawohl, jetzt hat er überall umeinander geschwätzt. Na und? Man wird doch noch die Wahrheit sagen dürfen, oder? Sind Sie doch einmal still mit Ihrer Wahrheit. Sogar wenn das wahr wäre, haben Sie noch nicht das Recht, das umeinander zu erzählen. Sonst kann Sie nämlich den Betreffenden wegen Kreditschädigung einklagen. Jawohl, das tue ich aber auch. Gaduff, ich verwarne Sie, beim nächsten Zwischenruf gibt es einen Ordnungsbuß. Also, Herr Rüdisüli, Herr Gaduff können Sie ohne weiteres einklagen. Wegen Verleumdung und übler Nachrede, und zwar sehr übler. Das gibt zumindest einen pfefferte Buß, wenn nicht sogar einen Rest. Ja, also das wäre dann doch noch der Gipfel. Wenn man nicht einmal die Wahrheit sagen. Ja, heute wird sie aber mächtig plagend, die Wahrheit. Sie haben aus der Verhandlung erfahren, dass ein Gericht und der Behörden nichts von einer Gefängnisstrafe des Angeklagten bekannt ist. Nee, das hat der doch irgendwie managen können. Ich habe ja selber gesehen, wie ihn die Polizei heimgebracht hat, nachdem er 3 Monate vor war. Herr Gaduff, was ist das mit der Polizei? Ach, blöd. Muss jetzt das wirklich vor allen Leuten auspacken? Es ist vielleicht in Ihrem Interesse. Hä? Die haben 3 Monate ins Welsch, hier auf Montage. Und wo wir heimgekommen sind, ja, haben wir halt eben, bevor wir heimgegangen sind, ja, noch ein bisschen, gefeiert, ne? Und dann bin ich halt am Morgen auf dem Posten verwacht. Weiß auch nicht wieso. Was ist jetzt da dabei? So, Sie wissen also nicht wieso. Ja, hat man Ihnen das nicht gesagt auf dem Posten? Wohl, es hat mir dann ein Polizist heimgebracht, weil ich immer noch ein bisschen eine Ballade hatte, ne? Ja. Ne? Und damals haben Sie einen Buß bekommen wegen nächtlicher Ruhestörung. Ja, eben, ungefähr so. Ja, die Verfügung vom Polizeirichter liegt beim Gericht vor. Das ist aber auch alles. Wer's glaubt. So, ich warne Sie, Herr Rüdisüli. Außerdem können Sie auch wissen, dass man einem Strafentlassenen kaum noch ein polizeiliches Ehrenkleid mit heimgibt, oder? Damit wäre die Sache erledigt. Machen Sie also darauf aufmerksam, Gaduff, Sie haben ja keinen Verteidiger, dass Sie jederzeit gegen den Herrn Rüdisüli Klage einlegen können, wegen übler Nachrede. Das befreit Sie natürlich nicht von einer Strafe. Sie sind in einer Art und Weise tätlich geworden, die strafbar ist. Falls also der Herr Rüdisüli seine Klage nicht zurückzieht... Was, ich zurückziehe? Das wäre sicher Ihr Vorteil. Wenn Sie Ihre Klage zurückziehen, wird vielleicht auch der Herr Gaduff von einer Klagerhebung absehen. Wir hätten dann einen Vergleich. Und meines Erachtens wäre das weitaus das Gescheitste. Sie haben von jetzt her Ihr Maul und der Herr Gaduff geht ein bisschen vorsichtiger mit seinen Händen um. Und dann kann nichts mehr passieren. Sonst gibt es nur für beide Bussen. Sind Sie damit einverstanden, Gaduff? Ja, also, wenn Sie meinen. Und Sie, Herr Rüdisüli? Das bleibt mir doch nicht anders. Man hat schon gedacht, dass man vor Gericht einfach eingewickelt wird. Dann erkläre ich also die Verhandlung als durch Vergleich geschlossen. Die Gerichtskosten gehen zu Lasten beider Parteien. Sie kommen dann Verfügung zugestellt über. Und probieren doch ein bisschen bessere Nachbarn zu werden. Nehmt heute Abend zusammen ein Gläschen und vertraget euch. Nein, kein Gläschen. Könnt ihr einen Jass machen ohne. Mit solchen dummen Streitereien macht ihr euer Leben in diesen Notwohnungen ja nur noch schwerer. Sie haben vollkommen recht, meine Herren. Das Leben in einer Notwohnung ist kein Schlag. Das weiß niemand besser als wir da im Büro von Notwohnung. Aber schauen Sie doch selber mal die Statistiken an, Herr Gerwig und Herr... Früher, entschuldigen Sie. Ja, der Zuwachs von der Stadt, der Bevölkerungszuwachs und der Zuzug. Da kann eine normale Wohnungsbauerei gar nicht mit. In absehbarer Zeit muss das eine Katastrophe geben. War nicht irgendwann mal etwas ganz Grosszügiges? Excuse die Herren. Herr Völlmi, Frau Hitzig ist wieder da. Sie müssen unbedingt mit Ihnen reden. Ja, kann sie es nicht Ihnen sagen, Frau Brunner? Nein, sie sagt, sie will Sie persönlich sprechen. Na ja, gut. Soll sie ja reinkommen? Ja, in dem Fall, wenn wir Sie nicht weiter stören. Nein, so ist nicht gemeint. Früher bleiben Sie ruhig. Sie lernen unsere Sorgen so am besten kennen. Das ist auch so ein Fall. Jetzt Sie verhetzig. Also, die Sache... Grüezi. Sie können ruhig losschiessen, die Herren gehören dazu. Also, die Sache ist so. Das Wolgesingers, wo doch deren ihren Ältest jetzt auf Siders kommt, in die Aluminium, jetzt könnt doch deren ihren Hermi, wenn sie dem Ältesten sein Bett zu dem ins Zimmer einstellen, nicht wahr? Platz haben sie nämlich. Ja, Nein, das können Sie mir nicht erzählen. Wir sind jetzt auch zu viert in einem Schlag. Und dort könnte man ohne weiteres noch ein schmales Bett einstellen. Und dann wäre es jetzt schliesslich nur das dritte und das Zimmer, das frei wäre, könnten dann 10 das nehmen als Schlafzimmer. Wissen Sie, das Zimmer, das Sie doch da haben, gerade neben uns. Und dann würden wir das Zimmer nehmen. Schliesslich sind wir doch am längsten da. Und Sie haben ja selber gesagt, Zinders und Mühlesteins, die würden... Excuse, Sie würden das Zimmer fürs 10. nehmen?
Nein, ich habe es doch deutlich gesagt. Das Senders nehmen das Zimmer von Wolkensingers und das Mühlensteins würde dann das Zimmer von Machlers, wo dort frei wird, nicht wahr? Die haben doch eins zu viel. Und weil sie gerade neben uns wohnen, also dann hätten die eins weniger. Das würde denen schon lange. Und wir könnten dort fürs Marie und Dolores ein Zimmer. Mädchen in dem Alter können doch nicht mehr mit dem Bub zusammen. Und sie müssten denen eben sagen, dass das beschlossene Sache sei. Aber gell, sie mehr zahlen können wir nicht. Haben Sie mich verstanden? Ja, vollkommen. Wissen Sie was, Frau Mühlestein? Hitzig heisse ich. Pardon, ich bin ein bisschen durcheinander. Wissen Sie was, Frau Hitzig? Erklären Sie mal das alles ganz langsam an Fräulein Brunner da draussen. Und sie soll es aufschreiben. Ja, aber ja, ich muss das geschrieben haben. Und am besten machen Sie noch eine Zeichnung dazu, damit ich dann rauskomme. Kann aber nicht zeichnen. Das Fräulein Brunner kann es vielleicht. Gehen Sie jetzt noch. Also, gut. Aber ich komme dann nochmal. Ich sehe gar nicht ein, warum solche Sekretärinnen einen schönen Hals mehr. Ich kann Ihnen schon sagen, manchmal sprummt mir der Kopf. Ja, jetzt verstehe ich es. Herr Völlmi. Nein, nichts machen. Jetzt versuchen ruhig Sie mal mit dieser Hitzung fertig zu werden. Aber nein. Nicht, aber zeigen Sie mal, wie weit Ihre Geduld Herr langt. Völlmi, es ist ein Herr draussen, der eine Wohnung zu vermieten hat. Was sagen Sie? Er hat eine Wohnung zu vermieten. Tja, ich bin auch furchtbar verschrocken. Was, eine Wohnung? Der kommt zu uns? Das ist meine verrückt. Ja, los, schicken Sie ihn rein. Das ist mir jetzt auch noch nie passiert. Sollen wir gehen? Nein, bleiben Sie ruhig. Ich kann Sie doch in so einem historischen Moment nicht vor die Tür setzen. Bin ich da richtig? Herr Völlmi? Ja, bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Sie können ruhig reden, die beiden Herren gehören dazu. Wenn ich richtig verstanden habe, Sie haben eine Wohnung. Mein Name ist Freiner. Wissen Sie, Freiner AG Bauunternehmungen. Ja, wohnen Sie schön durch Wohnungsfreiner? Ganz richtig. Freut mich. Schon viel gelesen, Ihren Namen. Ja, kostet mir auch einen Haufen, das Inserieren. Aber es lohnt sich. Ach, schauen Sie die Konjunktur. Wenn das eines Tages platzt, wir kommen alle am Battelstab. Eben. Wenn ich richtig verstanden habe, Sie haben eine Wohnung? Jawohl. Eine schöne Wohnung. 5 Riesenzimmer, grosser Gartenanteil, grosse Terrasse, Kühlschrank, Wäschkocher mit allem Komfort etc. und so weiter. Schöne Aussicht in einem Zweifamilienhaus. Zu vermieten? Natürlich, sonst wäre ich ja nicht da. Ja, schade. Das war am Ende etwas für mich gewesen, aber ich bin selber gerade vor 2 Monaten zurück. Ja, wo ist die Wohnung? Irenenbergstrasse, am Zürichweg oben. Ja, dann kommen Sie da zu mir. Das wäre ja sogar für mich zu tun. 100 Franken im Monat, sofort bezugsbereit. Wie bitte? 100 Franken. 100 Franken? 100 Franken. Muss ich sie Ihnen aufschreiben? Nein, ich habe schon verstanden. Ja, aber hören Sie, unter den Leuten, die ich betreue, ich weiss nicht, ob ich da... Ja, 100 Franken? Ja, da muss doch irgendeine Gegenleistung. Wenn Sie Gartenbesorgung, oder? Selbstverständlich verlange ich eine Gegenleistung. Ich verlange von Ihnen, dass Sie mir das traurigste Pack, das Sie haben, da reinsetzen. Lärmig müssen Sie, dass die Wände wackelt, möglichst dreckig mit einem Haufen Säugofen, die schlechtesten Zogen, die Sie finden können. Einfach Hundskommune Hundwar, wo jedem Hausbewohner das Harzberg treibt. Sind Sie... entschuldigen Sie, Herr Freiner. Ist Ihnen nicht gut? Nein, aber Geduld ist mir ausgegangen, ganz einfach. Ja, ich begreife, das muss Ihnen ja komisch vorkommen. Aber schauen Sie, ich bin da in einer blöden Lage. Ich möchte das Haus an der Irenenbergstrasse umbauen. Aber ich bringe die Keiben Mieter in ein paar Tonnen raus. Es ist ein Ehepaar, ein Alleinstehendes. Ich habe schon jetzt ewig einen Krieg mit denen. Aber ich kann einfach nichts machen. Jetzt habe ich gedacht, ja, wenn jetzt so ein richtiges Pack über deren ihre Wohnung einzieht und denen das Leben zur Hölle macht, dann sollte man doch meinen, dass die freiwillig ausziehen. Können Sie mir folgen? Ja, schwer. Ich müsste natürlich genaue Referenzen haben über die Leute. Referenz? Sie meinen also Referenz, dass das wirklich sogenannte Schreckensmieter und so weiter sind? Klar. Also überlegen Sie sich die Sache. Das Gesindel kann mit dieser Wohnung machen, was es will. Es wird ein Loch umgebaut. Und wenn das Eidenbenzes eben die Importe rausziehen, müssen sie natürlich auch gehen. Aha. Ja, klar. Geben Sie mir einfach Bericht. Sie wissen ja meine Adresse. Ja, klar. Wohnen ist schöner durch Wohnungsfreien. Das steht ja überall.
Eben, aber es ist bei St. Gallen und die Leute müssen sofort einziehen können. Ja, gut, gut. Also dann, ich höre bald von Ihnen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Brisant haben Sie die Herren Bauunternehmen? Haben doch keine Wohnung. Haben Sie das gehört? Ja, das können wir doch nicht machen. Nein, ich hole ihn zurück. Nein, lassen Sie doch. Das gibt doch eine wunderbare Fortsetzung von unserer Geschichte. Ja, Sie denken an Ihre Geschichte. Ich denke aber an die Geschichte, die das gibt. Ja, warum eigentlich nicht? Immerhin hat so eine arme, kinderreiche Schreckensfamilie wieder mal eine Zeit lang ein anständiges Dach über dem Kopf. Und das sollte nicht schwer sein, unter unseren Schützlingen so eine Katastrophengalerie zu finden. Man dürfte denen natürlich vom wahren Sachverhalt nichts sagen. Es ist der Schuss hinten rausgegangen. Herr Völlmi, ich glaube, wir hätten Ihnen da einen guten Vorschlag. Für was? Eben so eine Familie. Ich glaube, du denkst an die gleich wie ich. So? Und wie heissen die glücklich? Da bist du ja, Kaduff. Es ist gut, dass du gerade kommst. Zu dir habe ich gerade wollen. So, zu mir. Und ich habe gerade zu dir wollen. Das geht natürlich nicht. Was geht nicht? Du wirst doch nicht etwa im Ernst glauben, dass ich die 130 Steine Gerichtskosten auf den Tisch des Hauses lege, hä? Die musst natürlich du zahlen, gell? Ich? Jawohl, du. Der Rüdisüli wird dir schön blechen. Für die Geschichte, die du über mich erzählt hast, ist es noch viel zu billig. Also jetzt stell's mir aber ab. Ich soll Gerichtskosten zahlen, dafür, dass du mich halb ins Tod geschlagen hast. Du wirst die ich bekommen habe, zahlen und deine auch. Bin doch nicht verrückt. 130 Steine. Jawohl, du zahlst die 130. Und zwar meine noch dazu. Sonst hast du die Klage wegen übler Nachrede am Ranzen. Wegen so einem wie du. Was für ein? Sag's noch. Ein Klünke bist. Ein ganz gewöhnlicher Klünke. Und sag mir ja nie mehr du. Wenn mir etwas reut in meinem Leben, so ist es, dass ich mit dir Gutes gemacht habe. Gute Nachbauern werden mit solchen wie du. Das soll mir der Richter mal vormachen. Du Schluffi. So. Jetzt will ich dir gerade mal zeigen, wenn ich Gerichtskosten zahle. Oh. So. Jetzt leg die um. Aber gerade jetzt, wo wird hier liegen? Halt. Nicht gerade jetzt. Überlegen Sie sich das erst noch mal mit dem Umbringen. Er hat das dumpfe Gefühl, das sei strafbar und wird sich nachher sicher reuen. Er hat mir eine Box auf den Zinkel gegeben. Herr Völlmi. Aha. Das ist eine Art Retourkutsche. Wir bringen um den. Auch Sie würden es bereuen, Herr Rüdisüli. Kommen Sie, beruhigen Sie sich. Sie sind der Nachbar ja bald los. Er zieht Pfupf vom Barackenquartier. Das wäre die schönste Nachricht, die ich je im Leben bekommen hätte. So? Wieso, Herr Völlmi? Ich muss ausziehen. Wohin soll ich denn? Das können Sie mir doch nicht antun. Kommen Sie, Herr Duff, wir gehen schnell da rein. Wir besprechen wir alles. Sie sind sicher los, Herr Rüdisüli. Das machen Sie mir's glauben. Aber er ist doch die Schuld gewesen. Er hat doch angefangen. Sagen Sie dem Kerl nur, wenn er auszieht, dann zahle ich sogar noch seine Gerichtskosten dazu. Mit Handkosten. Das gibt's größte Fest bei uns, wenn das Gesindel mal fort ist. Sehen Sie, jetzt machen Sie zu allem Glück an ein Geschäft. Glück? Ich erkläre es Ihnen gerade. Ist die ganze Familie da? Nur Sophie nicht. Ja, nur die erfahrt es noch früh genug. Wie der still ist da. Ist, weil du so nichts sagst. Du hast jetzt das Maul auch nicht abeinander. Was soll ich denn sagen? Wenn du halt nichts sagen weisst. Eigentlich schön. Da der Mond hinter dem feinen Nebel. Oha, Sophia wird lyrisch. Ah, das ist ja gar keinen Sinn. Schau, jetzt sieht man ein bisschen die Spiegelung im See. Dort vom Mond. Wie Silber. Und jetzt wirst du aber lyrisch. Oha, pardon. Hast du nicht extra gemacht. Hast mich halt angesteckt. Wenn man eben so auf einem Bänkchen sitzt, am See. Eigentlich haben wir doch das alles ein bisschen anders vorgestellt. Was? Einfach alles. Man darf doch seine Träume haben, oder? Ja, schon. Wenn ich drin vorkomme. Du. Das ist jetzt eben nicht mehr ein Traum. Schade. Was ist schade? Ja, eben. Dass du so einen... Was für einen? Jetzt bist du heute schon das 3. Mal mit einem anderen Wagen gekommen. Das kommt doch einmal aus. Und dann fliegst du hinterher. Wartest du denn auf mich? Mal jetzt nicht den Teufel an die Wand. Also mir wäre lieber, wir würden die Strolchenfahrerei ein bisschen aufgeben. Sicher? Wenigstens... Ja, also nicht, dass ich Schiss hätte. Aber ich meine nur, wenigstens eine Zeit lang. Ach, wenn du doch so einfach ein Bützer wärst. Lass mal,
Hättest du gern, ich wäre anders? Ach, blöd. Jetzt bist du halt, wie du bist. Und wenn du anders wärst, dann hätte ich vielleicht gar nicht mehr. Was nicht mehr? Was nicht mehr? Dann hättest du mich nicht mehr, hast du doch gesagt. Hast du gemeint gern? Ich möchte jetzt einen Drink haben. Aber nur ein Blöterli Wasser. Willst du in die Puma-Bar? Ach was, die lampert mir schon lang zum Hals raus. Ach, weisst du was? Ich hau es ein. Also ich sag dir, aus mir kannst du alles machen, aber einen Bützer nie. Das ist ja das erste Mal, dass du etwas glauben. Die kann man doch nicht mehr umbügeln. Aber wenn du brav willst, am Ende wärst du dann doch nur ein langweiliger Knochen. Merci. Ja, nur, wenn dann schauen, ich habe noch Zeit. Bis jetzt ist ja alles gut gegangen. Also, ich bring dich heim und rutsche an meinem Zürichberg hoch. Ach, dein Zürichberg. Der glaubt dir schon lange keiner mehr. Sonst hättest du mir schon lange gezeigt, wo du wohnst. Aha. Du würdest also gern zu mir kommen? Schon, gell, wird nicht frech. Also, ja, nicht so gemeint. Aber das ist ja gar nicht möglich. So eine Wohnung können wir doch gar nicht. Wir haben doch gar keine richtigen Möbel. Wenn der Hausmeister unser Plunder sieht. Macht nichts, Frau Gaduff. Er hat das vollste Verständnis. Ja, aber wir haben doch 4 Kinder. Wir wären dem Schier noch lieber. Also jetzt will ich mal wissen, wo ist das Haus? Was ist das überhaupt für ein Quartier? Oh, das allerbeste, feinste Zürichberg, Irenenbergstraße. Möchten das Quartier doch zuerst einmal anschauen, gell? Sie werden doch den Zürichberg kennen. Ich, wieso? Was hat denn unser einer dort oben verloren? Die Stadt gehört allen, Herr Gaduff. Ja, mir dunkt's. Also ich meine, die Straße die Straße von der Stadt. Nein. Also da wird nichts raus, Herr Völlmi. Stellen Sie sich das aus dem Kopf. Ja, Herr Gaduff. Ich habe gesprochen. Und wenn der Gaduff etwas sagt, dann gilt's. Stellen Sie sich doch das also mal vor. Wenn ich meine Buben in den Garten lohne. Nein, nie. Sie können mit dem Garten machen, was Sie wollen. Und der Krach, den wir im Garten machen, Sie machen dem Hausmeister die grösste Freude damit. Und dann verkratzen wir doch mit unseren Gletscherfinken den Boden. Bitte, ist alles erlaubt. Ja. Und dann? Wer bleibt denn wer? Sie können es schriftlich haben, dass Sie nicht dafür aufkommen. Aber... Was aber? Das muss doch irgendein Haken haben. Ich kann Ihnen sagen, dass Sie kennen. Sie können das Paket aufreißen, wenn es Ihnen nicht gefällt. Oder volle Gutter an den Tapete rühren, wenn Sie eine Freude machen. Nein, Herr Völlmi, solche Leute sind wir dann auch wieder nicht. Sie können, wie gesagt, machen, was Sie wollen. Sie, sagen Sie mal, spinnt der Hausmeister eigentlich? Nein. Es gibt eben noch Idealisten, Menschenfreunde. So, das gibt's. Das ist aber auch der erste, den ich antreffen hätte. Oder hat es am Ende kein Beins da oben auf dem Hügel? Ist das etwa der Haken? Guten Abend miteinander. Ah, der Völlmi. Oh je, hat es wieder Reklamationen gegeben? Reklamationen ist gut. Ein Wunder ist passiert. Wieso? Weil ich so früh heimkomme? Hebt dich fest, Sophie. Die Familie Gaduff zieht in eine 5-Zimmer-Wohnung. Mit einem Salon, Terrasse, kalt und warm Wasser, Kühlschrank. Mit einem Bassenk, Ziergarten und mit einer wunderschönen Aussicht. Wohin ihr denn den Sonnenstich geholt? Nackte Wahrheit. Für 100 Steine im Monat. Ja, der Rockefeller schenkt uns noch jedem ein Auto dazu. Wenn Gaduff ist wieder ein komisch, aber es ist alles wahr. Wahr? Ja, und wo soll denn das Märchenschloss liegen? Auf dem Mond schießt man uns mit einer Rakete rauf. Nein, viel näher. Auf dem Zürichberg. Auf dem Zürichberg? Ja, also der Hausmeister hat gesagt, ich muss noch Referenzen einziehen. Ja, da gehe ich, glaube am besten noch zum Rüdisüli über. Zum Rüdisüli? Sind Sie wohl verrückt? Lass mich noch machen. Der macht die Sache schon recht. Oh je, der Dream is over. Hä? Das ist Englisch und heisst, es ist ja nur ein kleines Träumchen gsi. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.